Hallo Motherfucker und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss, dir dürfen wir aber auch nur Alexo sagen. Heute gibt es wieder ein Real Talk Video. Ich habe ja letztens ein Video gemacht von meiner Praktikumszeit. Das Video ist ziemlich gut angekommen, aufruftechnisch, wegen dem habe ich das Gefühl. Ihr habt Bock auf mehr. Heute möchte ich euch gerne von meiner Lehre erzählen. So. Vielleicht auch eben für die jetzt neu in der Lehre gestartet sind, auch, dass ich ein bisschen erzählen, wie es so ist. Genau, und ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, einfach, dass ich die Orientierung nicht verliere und die Liste, die wir jetzt abarbeiten. Letztes Mal sind wir ja bleiben stecken, ich bin immer noch zu Aarberg und habe das Praktikum geschafft. Zu Aarberg bin ich dann in ein neues Team reingekommen. Das waren auch deutlich jüngere Leute als auf der anderen Gruppe. Das hat mir persönlich sehr gut getan. Aber ich habe mich halt immer noch so wie ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Ich war halt der einzige Mann und so die anderen sind gleich, auch wenn sie jünger waren, sie waren gleich älter gewesen. Und ich habe so wie nicht so, ich habe mich nicht so wie zugehörig gefühlt. Auch bei diesen Teamsitzungen und so bin ich so wie nie dabei gewesen. Das war ein bisschen wack, weil die haben bei der Gruppensitzung und so haben sie neue Sachen besprochen und ich musste sie dann auch schon wie wissen. Und das ist dann, manchmal habe ich ZS bekommen, weil ich irgendetwas wieder falsch gemacht habe. Weil es, ja, in der Teamsitzung haben sie eben gesagt, nein, das macht man nicht so. Aber egal. Dann eben hat auch die Schule angefangen. Ich habe im ersten und zweiten Lehrjahr hatte ich 2 Tage Schule gehabt, immer Dienstag und Mittwoch. Und Schule ist am Anfang so, ihr müsst wissen, wie mir dann zumal, ich bin nicht so offen gewesen, so. Ich bin mega schüch gewesen, ein bisschen Mühe gehabt, so, mich so ein bisschen so Kollegen zu finden, so in der Klasse. Aber dann ist es eigentlich ziemlich gut gegangen. Ich habe coole Leute kennenlernen dürfen. Und ich hoffe, es ist jetzt das letzte Mal, dass ich die einen oder anderen von der sehe. Das ist cool, sie hat so ein bisschen auch mit Leuten im gleichen Alter darüber zu reden. Das habe ich in Aarberg halt nicht gehabt. So ein bisschen mit Gleichgesinnten, das geht auch nicht gleich, das war so ein bisschen. Und ja, eben in Aarberg ist es gelaufen. Nach einem halben Jahr von meiner Lehre hat es plötzlich ein Gespräch gegeben. Mit allen. Ich durfte auch mal dabei sein. Und es ist ein bisschen Gerücht umgegangen, um was es in diesem Gespräch geht. Aber haben wir nie etwas, keine Ahnung, ich dachte, so, schau mal, um was es geht. Und da hat die Chefin gesagt von Aarberg, von der Kita, dass die Kita wird zugehen. Und ich habe zuerst gedacht, so Scheisse. Ich verliere meine Lehre. Ich muss wieder komplett an einem anderen Ort neu stehen. Ich habe mir vorgestellt, wieder ein neues Praktikum anfangen in einer neuen Kita oder im ersten Lehrjahr. Und jetzt, wo ich endlich in der Lehre bin, so, das ist dann schon heftig gewesen. Aber was ich mega herzlich gefunden habe von der Chefin und von allen, war, egal was ihr jetzt macht, wir schauen zuerst, dass Alex einen Anschluss hat. Eine gute Schulkollegin von mir, hat mir geschrieben, so, ja, bei ihnen ist etwas frei. Praktikantin, die noch in der Back war, gesagt, so, ja, bei meiner Schwesterkita hat es etwas frei. Und meine Chefin hat gesagt, du darfst schnuppern in Biel. Ich habe gemeint, ich habe 3 Kitas jetzt zur Auswahl, es war aber alles einig. Plötzlich stehe ich dort und meine Schulkollegin ist auch rum. Genau, ja. Ich habe dort schnuppern eine Woche, dann konnte ich im Mai schon in Biel in der neuen Kita anfangen. Und ich erkläre kurz, wie es in Biel war. Biel war eine viel grössere Kita als in Aarberg. In Aarberg waren es 2 Gruppen, pro Tag etwa so 10 Kinder. Insgesamt sind es, glaube ich, so 20 Kinder pro Gruppe, die man hatte in der Kita. Und in Biel waren es 4 Gruppen, davon waren 3 altersgemischt und eine Babygruppe. Und in Biel war es so ein bisschen so, da ist die Gruppenleiterin, die du hast, ist so wirklich wie deine direkte Vorgesetzte. Mit der Chefin hatte ich nicht so viel zu tun wie in Aarberg. Mit der Chefin hatte ich wirklich nicht viel zu tun. Mehr mit der Gruppenleiterin. Die war so ein bisschen meine Chefin quasi. Und es war so, die Gruppenleiterinnen, die haben schon Macht gehabt. Die haben schon Macht gehabt, weil klar, haben sie sich das Konzept von Kita so ein bisschen wie müssen halten. Aber gleich haben sie so ihren eigenen Stuff machen. So. Also sie haben schon selber entscheiden. So. Ich gebe mal ein Beispiel. So, auf der einen altersgemischten Gruppe, die im 2. Stock war, es waren 2 Stöcke, die Kita war,
die waren eher so ein bisschen spontaner gewesen. Die sind mal dorthin Ausflug, dorthin da Projekt machen und nicht so strukturierten Tagesablauf, eher so ein bisschen Freestyle. Was nicht schlecht ist, was ich nicht schlecht finde. Die andere Altersgruppe, dann gehen wir einen Stock tiefer, da hat es hier Gruppe 2 gehabt, da oben ist Gruppe 3, 2 und die 1 ist meine Gruppe. Auf Gruppe 2 ist es ähnlich gelaufen wie bei uns, bei Gruppe 1. Ein bisschen mehr Struktur, eher weniger spontane Ausflüge und so. Und ja, auf der Gruppe, wo ich war, habe ich ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen blödere Gruppenleiterin verwünscht. Wir nennen meine Gruppenleiterin für das Video, nennen wir sie mal Silvia. Und Silvia ist... Bro. Das war sehr schwer mit der Silvia am Anfang. Weil Silvia... ich habe mich wieder gefühlt wie im Praktikum. Ich habe irgendetwas vergessen, bam, Fehler, direkt zusammengeschissen worden. Für fast nichts bin ich zusammengeschissen worden. Und das war am Anfang sehr schwierig. Am Anfang bin ich wirklich nicht recht akzeptiert worden von ihr. Und das Schlimme war auch noch, sie war gut mit der Chefin befreundet. Das heisst, ich konnte nicht zur Chefin gehen und sagen, dass mich Silvia schikaniert immer oder mich unfair behandelt. Weil, ja, da hat es eigentlich geheißen, ja, Leben ist hart, du bist halt in der Lehre. Dass ihr Silvia auch ein bisschen besser kennenlernt. Sie hat so fast wie mässig wie zwei Persönlichkeiten gehabt, weil eben, sie war sehr streng gewesen, sie hat die schnell zusammenschiessen und auch grob. Sie hat fast kein Blatt vor den Mund genommen, wirklich, ich habe 2 Wochen dort gearbeitet und zuerst, als mir sagt, du Alexander, du bist schon ziemlich dünn, he? Du isst nicht so viel, he? Du bist mega dünn, he? Ist das gesund, wie du lebst, Alex? Und das mit jemandem, der so eine Vergangenheit hat, wo man im Bank gesagt hat, dass er Magensucht hat, ist auch ein bisschen schlimm gewesen. Die hat auch zu anderen Mitarbeiterinnen hat sie blöd gehabt. Ich habe viele Geschichten gehört. Ich erzähle jetzt nicht zu viel, sonst geht das Video 2 Stunden. Ich weiss einfach von meiner Schulkollegin. Ist sie meine Schulkollegin hat die Gruppe 3 gearbeitet, da ist sie hochgegangen. Und meine Kollegin, ja, die ist so alt wie ich, 16 oder 17 dann. Die war dort am Essen, hat ein bisschen mehr im Teller drin gehabt, weil sie halt Hunger hatte. Und dann kommt meine Gruppenleiterin Silvia durch und sagt so zu meiner Schulkollegin, ey, du hast gemeint, du willst irgendwie auf deine Figur achten, wieso isst du so viel und so. Und das an einer Frau zu sagen, wo sowieso Frauen generell in diesem Alter haben viele Frauen ja ein Problem mit dem Körper, ich bin zu dick, meine Puppi sind nicht gross genug oder so. Und das dann so an einem Mädchen, das nur am Essen ist, das nichts falsch gemacht hat, einfach so zu sagen, das hat mich, ja, eben, wisst ihr, wie es ist. Ich habe auch eine kleine Story mit der Chefin erlebt, dass das Wasser gelaufen ist im Hahn. Und dann habe ich das Wasser beim Hahn abgestellt und habe meine Chefin so gefragt, du, wir nennen meine Chefin jetzt mal Vreni, hast du das Wasser laufen? Dann hat sie so, ja, ich wüsste nicht, würdest du das mir zutrauen, Alexander? Dann habe ich gesagt, ja, Vreni, jeder macht Fehler, oder? Und das ist bei der Chefin, bei Vreni nicht so gut angekommen. Und dann musste ich runtergehen und musste mit der Vreni reden. Und dann, was hat die Vreni gesagt? Du, Alex, lass mir jetzt mal zu. Hat sie mir die Situation noch einmal erklärt, dass mit dem Wasser, das ist, du musst ein bisschen aufpassen, mit wem du hier redest. Schau, ich erkläre es dir, Alex. Du bist hier im Lehr. Vom 2. Stegeli. Unten Praktikanten, Lehrlinge. Dann kommen Miterzieher, Gruppenleiter, Stefan. Und ganz oben bin ich. Siehst du den Unterschied? Pass lieber auf, wie du mit mir redest. Das hat sie mir gesagt. Und ich dann einfach so. Und dann habe ich nicht mehr probiert, gross mit ihr zu reden. Nur weil ich gesagt habe, ja, es macht ja jeder Fehler. Und sie hat sich direkt hure angegriffen gefühlt. Richtig böse.
Aber ja. Und eben die Gruppenleiterin, so, für mal so ein bisschen zu ihr zu kommen, manchmal habe ich mir auch vorgefühlt, ich habe ja vorhin gesagt, sie hat so wie zwei Gesichter. Sie hat eben mega viel zusammengeschissen und alles drum und dran, aber sie hat so wie nicht die Eier gehabt, also die Eierstöcke gehabt, dir zu sagen, so, ja, es tut mir leid, wie ich mit dir geredet habe. Sie hat so wie nicht ihren Fehler wie wollen zugeben. Sie hat die dann eher so wie manipuliert mässig, indem dass sie dann einfach mega nett zu dir war. Wirklich, es hat Tage gegeben, wo sie mega nett war zu mir, wo ich mega gut mit ihr auch zusammenarbeiten konnte, wo es mega Spass gemacht hat. Und dann hat es Tage gegeben, wo sie einfach gefickt hat. Und das war immer so ein bisschen schlimm um zu arbeiten, weil du hast nicht gewusst, ja, wird heute ein guter Tag mit ihr, oder wird sie mich komplett anal penetrieren. Ja. Und auch vor den Eltern immer. Vor den Eltern ist sie immer so, ja, der seid ja, der dürft das. Dann hat sie die Tür zugetan und der Papi oder die Mami vom Kind ist gegangen. Ey, der regt mich auf, das ist so ein Arschloch und so. Ganz krass, ja. Aber eben so, ja. Ich hatte einen holprigen Start im neuen Ort, aber ich bin ins zweite Lehrjahr gekommen. Das zweite Lehrjahr, sage ich euch ehrlich, war mein bestes Lehrjahr. Schulisch, ich bin mega gut in der Schule im zweiten Lehrjahr. Es hat mega Spass gemacht, irgendwie auch in die Schule zu gehen. Wir hatten coole UKs und so mit den Kollegen ist man ein bisschen drin und so von Schule. Genau. Und ich habe auch endlich mal einen Mitarbeiter bekommen, eine Unterschrift habe ich bekommen. Das war mega cool mit ihm, er ist bei mir auf die Gruppe gekommen und er ist auch mega drunter gekommen von der Gruppenleiterin. Und so, und dann hatte ich halt so ein bisschen weiter Verdacht gehabt, so ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl gehabt, sie hat mir und ihn einfach mega ficken, weil wir Männer sind. Und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, sie hat so ein bisschen wie zeigen, so ja, ich habe hier zu sagen, ja, ich könnte mal von einer Frau Befehle an. Ich habe nie ein Problem gehabt, dass ich von einer Frau gesagt bekomme, was ich machen muss. Ich habe jetzt kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, dass meine Vorgesetzten alles Frauen sind. Kein Problem, wirklich null. Das ist mir so etwas von egal. Aber irgendwie, sie hat das irgendwie noch, keine Ahnung, sie hat irgendwie das Gefühl gehabt, das muss sie uns irgendwie beibringen oder so, kein Plan. Weil, dann wo bei den Lernenden, bei den Frauen, ist sie dann wiederum anders gewesen, so. Aber später dazu mehr. Eben, im zweiten Lehrjahr ist es für mich bergauf gegangen, ein bisschen, so schulisch und arbeiten. Ich bin mir immer wie sicherer geworden, so zu arbeiten mit den Kindern. Und alles, ja, wirklich viel gelernt auch im Bio, muss man auch sagen. Ich habe wirklich mehr gelernt als in Aarberg. Sage jetzt mal so, es ist, ich habe sehr viel können, so ein von diesem Wechsel habe ich so ein bisschen wie profitieren mehr. Gehen wir weiter zu Lehrjahr 3. Und Lehrjahr 3, muss ich sagen, ist für mich so ein bisschen wie das Schlimmste gewesen. Nicht vom Arbeiten her, da ist wirklich Praktikum und erstes Lehrjahr das Schlimmste gewesen. Aber schulisch, so, ich hatte voll Druck gehabt, wirklich, weil eben praktische Prüfung, schriftliche Prüfung steht vor der Tür, jetzt ernst, voll an und alles. Und während dem Arbeiten hat es gleich noch so eine Situation gegeben. Nämlich ist es so gewesen, ich erkläre euch schnell, wie es so abläuft. Wenn die Kinder von der Babygruppe das erste Lebensjahr erreicht haben, sind sie, wenn sie in der Kita bleiben wollten, sind sie auf die altersgemischten Gruppen aufgeteilt worden. Je nachdem, wie Platz war. Meistens am Sommer. Weil im Sommer sind die Kinder, die in den Kindergarten gegangen sind, wir hatten kein Kindergartenangebot gehabt, die Kinder, die in den Kindergarten sind weggegangen und im Sommer hat es dann Platz gehabt. Da hat man dann geschaut, dass man die Babys, die alt genug sind, dass man die abnimmt. Und da ist ein Mädchen zu uns runtergekommen. Ja, das ist eingewöhnt worden von meiner Gruppenleiterin. Und ich habe es eigentlich noch mega gut gehabt mit dem Mädchen, mit dem Einjährigen. So, ich habe gefunden, wir haben eine gute Beziehung zum Kind gehabt, gell? Also ja, weißt du, so dass sie jetzt 1-2 Mal dumm war, weil viel war es so gewesen, viele haben noch so kleine Kinder, haben alle am Anfang so wie ein bisschen mehr, sind ein bisschen schücher, so ein bisschen distanzierter gegenüber mir, so was sie nicht schlimm finden. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ich bin ziemlich gut darin,
schnell so wie Beziehungen zu knüpfen zu den Kindern. So, geh ein bisschen auf Distanz, rede etwas mit den Kindern und so. Und das habe ich auch wie dann gemacht habe. Und ich bin mega froh gewesen, dass ich eigentlich schnell so wie, am Anfang hat das Kind eben ein bisschen Angst gehabt von mir so, dass ich so wie am Kind die Angst von mir auch nehmen konnte, dass sie mich jetzt auch cool findet und so. Was ich aber nicht gewusst habe, ist, dass im Hintergrund, wir nennen das Kind jetzt mal Melanie. Das Kind heisst Melanie und die Mami von Melanie hat nicht wollen, dass ich als Mann die Melanie wickle. Aber nicht nur das. Ich durfte mit der Melanie nicht alleine in einem Zimmer sein, wenn ich Aktivität gemacht habe, in einem anderen Raum. Ich durfte nicht in die Liege mit der Melanie. Ich durfte sie eben nicht wickeln. Ich durfte auch keine andere Pflege bei ihr vornehmen oder so. Also mal Kleider wechseln, wenn sie nass ist, das hätte ich auch nicht dürfen. Und ich durfte eigentlich nur ein bisschen mit ihr spielen, so, wenn andere im Raum waren. Und dann bin ich schon recht geschockt, als ich das gehört habe. Aber das habe ich nicht von Silvia erfahren. Die Melanie, also die Mama von Melanie, hat mit der Silvia und mit der Chefin ein Gespräch gehabt. Und dann haben sie das so abgemacht. Ohne mich zu informieren, mich, was betrifft. Das, ja, haben sie mir nichts gesagt. Nichts, ich habe das nicht erfahren. Und ich habe gedacht, ich sage jetzt mal nichts, sie sollen es mir selber sagen. Und scheinbar haben sie dann noch einmal ein Gespräch gehabt und haben sich dann darauf geeinigt, dass ich die Melanie einfach nicht wickle. Dass ich das Kind nicht wickle. Und dann habe ich das so gefragt, so, ja, wieso? Und dann hat sie gesagt, ja, keine Ahnung, aber die Mutter hat gesagt, ich soll es nicht persönlich nehmen. Und jetzt hole ich ein Statement raus. Ich nehme das persönlich. Wieso soll ich das nicht persönlich nehmen? Wir hatten 3 Männer gehabt. Und die 3 Männer haben die Melanie nicht wickeln, weil wir Männer sind. Quasi, es ist schon ein Verdacht da, dass wir Männer mit der Melanie schlimme Sachen vorhaben. Es ist einfach diskriminierend. Sorry, das ist hardcore diskriminierend. Und ich habe mir geschworen, wenn ich aus der Lehre komme, ich werde das nicht akzeptieren, wenn das noch einmal vorkommt. Ich werde nicht akzeptieren, dass mir eine Mami oder ein Papi sagt, du darfst mein Kind nicht wickeln, weil du ein Mann bist. Ich werde das nicht akzeptieren. Ist mir scheissegal. Dann bin ich dir auch, da sage ich dir auch, da könnt ihr bitte die Kita verlassen. Wirklich. Entweder ihr akzeptiert es oder ihr könnt die Kita verlassen. Das ist mir scheissegal. Ich bin allergisch gegen das. Weil auch die Mama von Melanie, die hat mich einfach nicht gern gehabt. Wirklich. Die hat mich nicht akzeptiert. Die hat es nicht cool gefunden, dass ich gearbeitet habe. Der Vater von Melanie, der war cool drauf. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, der hat irgendwie auch nicht gewusst, dass ich die Melanie nicht wickeln darf. Aber die Mami von Melanie wirklich hat eine Situation gegeben. Sie ist die Melanie abholen. Und dann läuft sie so zu meiner Berufspartnerin. Ja, hallo, ciao. Und dann zu meiner Gruppenleiterin. Ja, hallo, Silvia, schön, dass du da bist. Dann sagt sie mir. Und ich bin natürlich freundlich. Ich sage auch, hallo zusammen und so. Und dann lachen dabei freundlich. Und dann hat sie ihr Gesicht von so zu so, hallo. Und wirklich, es war immer so. Die hat nicht gerne mit mir geredet. Immer wenn ich wollte die Melanie abgeben ist immer so, wenn das Kind abgeholt wird, musst du immer erzählen, wie der Tag war. Und die hat nie mit mir reden. Die hat immer gefragt, ja, ist Silvia da? Oder ist die Berufsbildnerin von dir da? Die hat nie mit mir reden. Es hat eigentlich auch eine andere Situation gegeben. Und da ist so, wie mir gemerkt, dass sie in mir kein Vertrauen hat. Melanie hat noch geschlafen in der Kita. Und am 2 ist die Mama von Melanie gekommen, wollte Melanie abholen. Und dann war nur gerade ich auf der Gruppe. Und Silvia hat mit den anderen Kindern etwas gemacht. Dann habe ich so wie angeboten, also, ja, die Melanie ist gerade noch am Schlafen. Aber ich würde sie für dich auch wecken. Und dann habe ich einfach mal an die Mutter von Melanie mal Kleider gegeben von Melanie.
und bin ins Schlafzimmer gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, das Schlafzimmer in der Kita in Biel war so, du hast die Tür aufgemacht, dann hast du so wie einen Vorhang gehabt. Dann hast du den Vorhang auf die Seite da und dann habe ich den Vorhang wieder zugetan. Einfach, dass die anderen Kinder nicht aufwachen, weil Licht reinkommt. Dann bin ich zu Melanie hergegangen, habe Melanie gerade aufwecken und dann plötzlich macht die Mutter von Melanie die Tür auf. Richtig. Voll im Stress, wirklich. Voll im Stress macht sie die Tür auf und sagt so: Alexander, ist alles gut, ich nehme sie gerade auf, ist gut. Und so. Dann ist der Plan mit, die anderen Kinder schlafen auch daher gewesen, alle 7 Kinder sind aufgewacht. Danke auf jeden Fall für den, cool. Ja. Die hat voll Panik bekommen, weil sie wie realisiert hat, dass sie alleine mit der Melanie in einem Zimmer bin. Aber eben, das war so wie das Einzige, was im 3. Lehrjahr so wirklich grosse Wellen geschlagen hat. Und dann ist natürlich die Prüfung gekommen. Die praktische Prüfung, die habe ich 5,2 gehabt, in der praktischen Prüfung. Hätte ich gerne gewusst, früher gewusst, dass ich 5,2 hatte. Weil dann wäre ich ein bisschen entspannter in die schriftliche Prüfung reingegangen. Ja, da muss ich jetzt auch nicht gross etwas dazu erzählen, zu den schriftlichen Prüfungen und alles, weil, ja, die ist jetzt eigentlich gut verlaufen. Also, nicht speziell, du bist einfach hergehockt, hast deine Prüfung geschrieben. Und dann, ja, dann kenne ich jetzt so, wie es weitergeht. Ich habe die Lehre bestanden. Jetzt arbeite ich in 2 Kitas sogar. Jetzt als Gruppenleiter neu, ja. Jetzt bin ich der die anderen abmachen darf, wie uns die Silvia. Jetzt am Montag feiere ich das Comeback in der alten Kita. Ich kann noch dort aushelfen. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich, die Kinder wieder zu sehen, Silvia wieder zu sehen. Freue mich nicht so drauf, aber ich freue mich auf jeden Fall, die Kinder wieder dürfen zu sehen. Weil das ist so wie, auch in Aarberg ist es so, das haben wir so wie am meisten vermisst. Die Kinder habe ich immer wirklich am meisten vermisst. Ja, habe jetzt nie gross eine Mitarbeiterin oder etwas anderes vermisst. Wirklich, die Kinder sind wir natürlich am wichtigsten beim Arbeiten und freue mich auf jeden Fall, die kleinen Scheisser wieder zu sehen. Genau, und das war es jetzt von meiner Lehrzeit. Ja, gibt nicht gross alles zu sagen. Das nächste Video wird wieder ein Comedy-Video. Ich hoffe, ihr seid hyped drauf. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao, tschüss.